Sehr geehrte Damen und Herren, Servus, grüß euch miteinander, ich bin's wieder, euer Lang. Heute einmal ein bisschen seriöser, mal ein bisschen testen zur aktuellen Lage mit der Coronavirus. Und da wird ja so viel im Internet Scheiß erzählt. Also vorweg einmal ganz wichtig, bitte, liebe Paranoiden, Verschwörungstheoretiker, lasst den Scheiß. Das ist jetzt nicht die Zeit, das kannst du dann auch wieder machen. Eure Spinnerei. Das muss jetzt nicht sein. Ihr verschärft nur die Panik, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich genauso das andere Extrem, das andere Pendel. Ihr verschärft nur, dass vielleicht einige Leute das nicht ernst nehmen. Und ein Statement zur eigenen Sache. Ja, ich habe auch das Virus unterschätzt. Ich habe auch gemeint, dass das nicht so schlimm wird. Ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht recht viel gefährlicher ist wie eine normale Influenza-Grippe. Der einzige Unterschied ist, da haben wir halt Medikamente und eventuell Impfmittel, beziehungsweise Impfmittel im Normalfall. Die haben wir jetzt nicht, speziell für gewisse Symptome nicht. Heißt aber nicht, dass ich wirklich die Gefahr unterschätzt habe. Ich sage bloß, dass es nicht so tragisch ist, wie es immer dargestellt wird. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht schützen soll. Also es ist ein Unterschied, ob ich was nicht ganz so schlimm sehe, wie es dargestellt wird, aber trotzdem mich an Empfehlungen und Vorschriften halte und das trotzdem seriös nehme. Ich habe auch gesagt, es werden nicht eine Milliarden Leute sterben lassen. Jetzt auch nicht. Wir werden in Deutschland, wenn es hochkommt, in dem Jahr vielleicht noch, kommt ein bisschen drauf an, wie lange es dauert, vielleicht 10.000, 20.000 Tote geben. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht geht es an die 100.000. Ist das was tragisch? Eigentlich nicht, weil selbst bei schlimmen Grippewellen haben wir die Zahlen auch. Nur der Unterschied ist, dass wir ja trotzdem auch mal eine normale Grippewelle haben können, also eine normale Influenza. Das ist der ganz große Unterschied. Also sprich, es summiert sich für die, wo ein bisschen aufpasst beim Markt. So, dann, was auch viel gesagt wird, es wird immer von einer Ausgangssperre geredet. Man kann nicht mehr raus und nichts mehr machen, nicht mehr einkaufen, so ein Blödsinn. In Bayern und auch andere Bundesländer, also in Bayern, seit heute Mitternacht, also 0 Uhr, gilt eine Beschränkung des Ausgangs. Also sprich, ich soll nur daheim bleiben, wenn es nicht anders geht. Das heißt aber nicht, also ich soll nur rausgehen, nicht daheim bleiben, logischerweise. In den öffentlichen Raum. Öffentlichen Raum meine ich jetzt damit nicht, wenn ich jetzt halt allein spazieren gehe oder mein Tor spazieren gehe und dann immer noch Abstand halte zu anderen Leuten. 2-3 Meter oder mehr Abstand schafft man. Ich darf auch nur in den Wald gehen. Ich darf auch nur spazieren fahren. Man soll halt möglichst physikalisch, also physischen Kontakt, nicht physikalisch, physischen Kontakt mit anderen Mitmenschen vermeiden, die nicht unbedingt zu meiner näheren Gruppenkern, ich sage jetzt nicht Gruppen, aber jetzt klar, also Arbeitskollegen darf man genauso immer noch sehen. Speziell in der Arbeit logischerweise, findet man eh nicht treffen. Und man darf auch nur mit seinen Familienmitgliedern treffen, die in einem Haushalt wohnen, logischerweise. Man muss sich jetzt nicht total isolieren. Physisch. Wir reden jetzt von physisch, nicht von virtuell. Die Möglichkeit haben wir schon noch. Im Hasse das ein bisschen, der Wortbrucker hat das ganz gut erklärt. Es soll nicht auf sozialen Kontakte verzichtet werden, sondern auf räumlichen Kontakt sozusagen, also auf physischen Kontakt verzichtet werden. Soweit es geht. Haltet Abstand zu anderen Leuten, wenn ihr beim Einkaufen seid. Wenn ihr in einem kleinen Geschäft drin seid, wie eine kleine Bäckerei, dann wartet halt draußen die paar Minuten, bis du reinkommst, bis da bloß noch 2-3 Leute drin sind. Und haltet auch draußen Abstand. Für die Bundesländer, in denen die Lokale noch offen sind, oder man da noch reingewährt, setzt euch nicht zu nah, haltet Abstand. Seid rücksichtsvoll. Dort kann ich Hamsterkäufe machen. Die Versorgungslage ist eigentlich da. Nur die Idioten
Und da muss ich jetzt auch mal so Videos wie von Outdoor Kinder ein bisschen kritisieren, die schon seit 2 Wochen, das war jetzt schon Monate, kann man bald sagen, so auf die Gefahr hinweisen und die aber trotzdem eine gewisse Panik verbreiten. Man sagt, man muss vorbereitet sein, man muss bunkern und na ja, eine gewisse Vorbereitung oder eine gewisse Lagerhaltung sollte man daheim schon haben, logisch, aber die sollte sowieso daheim haben. Das ist immer das, was ich nie verstehe kann und die meisten Verkäuferinnen und Geschäftsleute auch nicht wirklich verstehen können, warum immer vor einem Feiertag dann Panik einkauft werden, sozusagen. Da wird dann extrem einkauft. Da kaufe ich bloß noch das eigentlich ein, was ich wirklich frisch brauche. Sprich, wenn ich jetzt vor Weihnachten bin zum Beispiel, dann halt mein Gänsebraten, den ich vielleicht schon bestellt habe, den hole ich mir halt dann. Alles andere sollte eigentlich schon lange vorher erledigt sein. Na, weiß das Kind. Einen gewissen Vorrat sollte man daheim sowieso haben. Und ihr lieben Hamsterkäufer, bitte lasst das jetzt erleben. Die Versorgungslage ist, wenn wir alles wieder ganz normal machen, in einer halben Woche bis eine Woche wieder ganz normal. Also für den täglichen Bedarf, Hygieneartikel, Essen, Trinken. Auch jetzt bitte nicht auf irgendwelche weinerischen, bettlerischen Videos im Internet rein, egal ob die jetzt vom Spiegel sind oder sonst irgendwas, irgendein Lebensmittelgeschäft, egal ob Metzger, Bäcker, wie immer, dem es jetzt schlecht geht, dem ist der Spruch vorher schlecht gegangen, weil da darf man immer nur einkaufen. Die Leute bleiben ja deswegen nicht weg, die wollen ja trotzdem nur Brot oder Fleisch haben. Und wenn es dem jetzt schlecht geht, dann geht man da, dann ist dem vorher schon schlecht gegangen. Außer, das ist die einzige Ausnahme, er hat keine Mitarbeiter mehr, weil die vielleicht jetzt krank sind. Ja, dann hat er ein Problem. Das gebe ich zu und solche Leute sollte man unterstützen. Man kann auch, wenn ich vielleicht gerade jetzt keine Arbeit habe, entweder weil ich ausgestellt worden bin, oder beurlaubt worden bin, wie immer, weil mein Betrieb dicht gemacht hat oder irgendwas. Man kann auch in die Geschäfte gehen und fragen, braucht ihr Hilfe, wenn man selber noch fit ist und wenn es soweit möglich ist. Natürlich darf ich jetzt privat jetzt, also ich jetzt, so wie ich bin jetzt, meine, darf ich jetzt nicht hinter irgendeiner Lebensmitteltheken stehen und Frischware verkaufen, weil ich einfach den Gesundheitsschein nicht habe. Logisch, aber ich kann vielleicht hinten im Lager helfen oder irgendwas. Oder geht zu einer Altenheimheit, ob da noch ums Helferkind. Oder. Fragt mal bei den Rettungsdiensten nach, ob die noch Personal brauchen oder irgendwas. Man kann das auch ein bisschen in der Freizeit vielleicht machen, wenn es geht. Ja gut, ich bin auch gestanden, dass ich sage, ich habe es noch nicht selber gemacht, aber das werde ich demnächst mal machen, wenn es von mir beruflich ausgeht, weil ich bin nur in der glücklichen Lage, Arbeit zu haben. So, also eigentlich wollte ich sagen, wir haben eine Ausgangsbeschränkung, eine Ausgangssperre, bitteschön. Liebe Politiker und Medien, stellt das richtig. Also da muss man endlich sagen, dann die Medien schon fit, die sagen es eigentlich richtig. Nur unsere Politiker, gewissen Parteien, die sich jetzt aufnehmen, dass wir sozusagen aus Bayern vorprätscht sind. Nein, wir sind nicht vorprätscht. Wir haben genau das gemacht, was jetzt nötig ist. Oder vielleicht schon vor ein paar Wochen. Na, wir haben Säuerten, aber man kann immer nicht so, im Nachhinein ist man immer schlauer. Dann hat er vielleicht ein bisschen dran gehofft, dass die Menschen vernünftig sind. Ja, eigentlich hätten wir ja schon seit letzten Montag uns da ein bisschen disziplinieren müssen. Da aber der Deutsche oder die Menschheit im Generell ist ja nicht der Deutsche waren jetzt die Leute, die in Deutschland leben, sondern nicht irgendwelche oder Zugehörigkeiten oder wie es immer mir jetzt das da darstellen wollt. Nein, also Deutschen meinte ich jetzt die Personen, die in Deutschland leben. Weil wir uns halt da nicht zusammenreißen haben können, weil wir ja trotzdem immer noch ins Kaffee kommen müssen. Darum sind solche Regeln jetzt drauf geworden. Also nicht irgendwie vorpreschen und sagen, ja, das ist ein Schwan und Lagerkoller. Nein, weil ein Lagerkoller ist ganz was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr jemals schon eine Lagerkoller gehabt habt, die jetzt da vorhin. Ein Lagerkoller ist, wenn ich immer mit den gleichen Leuten zusammen bin. Und ansonsten keine Neuigkeiten habe. Wenn man sonst keine Abwechslung hat. Ich kann immer noch rausgehen in den Wald, auf die Straße und was da. Ich soll Abstand halten zu den Leuten, räumlichen Abstand, aber keinen sozialen Abstand. Wir haben nämlich moderne Technologien, für die das immer noch nicht geschnallt habe, liebe Politiker und sonstige Blödnasen. Wir haben Internet. Im Internet gibt es ganz nette Programme und Webseiten, über die man immer noch sozialen Kontakt halten kann. Zum Beispiel wäre das Skype, da war Twitter, da war Facebook, da war Twitch, bla 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 bla.
Auch gibt es noch eins, das nennt sich Telefon, für das noch kennen. Ein ganz normales Telefon. Oder auch darunter zählen natürlich Smartphones, die kann man ja wirklich zum Telefonieren verwenden. Oder altherkömmliche Handys, die eigentlich nur zum Telefonieren da sind als mobil. Man kann Kontakt halten. Man kann auch Gruppenchats machen. Und Skype ist das Gange, ich weiß nicht, ob es immer noch geht, weil Skype nehme ich momentan nicht so her. Man kann auch Partys daheim machen, aber nicht mit Leid, die nicht in meinem Haushalt sind, sondern man macht es halt dann online. Online-Partys sozusagen. Man trifft sich vor dem Bildschirm, ratscht miteinander und trinkt ein Bier von mir oder was immer halt trinken wollt, einen Tee, einen Kaffee oder so. Geht alles. Man muss nicht auf soziale Kontakte verzichten. Man muss eine Angewohnheiten ändern. Man muss vielleicht eine andere Technik hernehmen. Dafür haben wir ja das Internet. Liebe Leute. Also seid vernünftig. Dann, was auch geht, zum Beispiel die Geschäfte machen, also mit Geschäfte machen, sind Geschäftsinhaber oder Firmeninhaber. Ich habe da ein paar Ideen, was man machen kann. Eine gute Idee, die Kinder Freiburg am Markt, habe ich halt gehört, auf Bild Live. Der tut immer die Einkaufswagen vor desinfizieren von Kunden. Der hat dann eine bessere Idee, nach einem Kunden desinfizieren. Das sehen die anderen Kunden genauso. Aber dann ist halt die Einwirkungszeit länger. Und auch das Papiertier oder den Lappen öfters wechseln. Also es bringt ja nichts, wenn ich denselben Lappen den ganzen Tag verwende. Aber ich denke mal, das werden sie dann schon machen. Das kann ich jetzt von der Ferne nicht beurteilen. Aber super Idee. Was auch geht, man kann Lieferdienste anbieten. Das geht für Bäcker, das geht für Metzger, das geht für Restaurants, kann man machen. Oder Straßenverkauf mit Scheibe oder irgend sowas. Geht alles. Ist ja noch alles mehr oder weniger erlaubt. Müsste ein bisschen findig werden. Man kann aber auch anbieten, als normales Geschäft, wenn ich Schuhe verkaufe, dass ich es dann bloß nur online mache. Tun ja schon viele. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch aus der Krise relativ finanziell gut rauszukommen. Also man wird Einbußen haben, richtig, dazu wird es kommen. Es werden auch viele Firmen schließen müssen. Auf der anderen Seite werden halt danach wieder auch viele Firmen aufmachen. Geschäft, Kraft wird immer irgendwas, jeder braucht Sachen. Aber diese Krise kann nicht so lange. Also wir werden Impfungen und Medizin dafür haben. Es wird vielleicht noch ein halbes Jahr dauern, maximal ein Jahr, bis man irgendwas hat. Also lasst euch nicht Tiere machen. Wir werden solche Sachen. Wir werden auch wieder danach gestärkt aus der Krise rausgehen. Ich gebe euch mal ein ganz kurzes Beispiel. Und zwar aus dem Mittelalter. Jeder kennt die Pest und Mittelalter-Neuzeit. Nach jeder schweren Pestwelle ist die Leute besser gegangen. Zwar nicht schlagartig, logischerweise, bis zur Zeit versetzt, die Leute ist gut und die Leute haben sich wieder den Leben befreit. Genauso wird es hier auch sein. Es werden ein Haufen Leute sterben, die sterben aber immer. Es werden wir anstatt, ich weiß jetzt nicht, was soll, angeblich laut Lesch, vielleicht haben wir gestern erklärt verstanden, sterben so pro Tag in Deutschland 200.000 Leute, normalerweise, also im Durchschnitt. Jetzt werden wir halt nicht 2.500, sondern vielleicht 3.000. Das bringt uns aber auch nicht um. Aber es gibt Mittel wieder frei danach. Es wird auch so sein, dass die Leute einfach besser frei, vielleicht wieder ein bisschen mutiger werden. So nach dem Motto, wenn ich das überstanden habe, überstehe ich das andere auch. So wird es ausschauen. Das dauert aber seine Zeit. So, und jetzt nochmal mein Aufruf und Appell. Bleibt bitte anderen Leuten fern. Wenn ihr nicht daheim bleibt, ihr könnt immer noch euch draußen bewegen. Aber Abstand halten. Und vielleicht besser nicht bloß 1,5 Meter, sondern 2 bis 5 Meter, wenn es irgendjemand auf der Straße oder im Wald ist. Ihr sollt euch nicht zusammenrotten. Ihr sollt euch nicht irgendwelche wie ähnlich, ich sage jetzt Corona-Party, wollte ich schon beinahe sagen, Masern-Party nur für Corona machen, bringt auch nichts. Sondern gleich Wichser, die Masern-Party machen, die gegen Impfung sind, aber Masern-Party machen. Wo ist denn da der Unterschied? Klar, nicht jeder vertragt der Impfung. Vor allem die modernen Impfungen, weil die auf andere Mittel zugreifen, aber Impfung ist immer wert. Helft eure Älteren oder Mitmenschen oder Leute generell, die ein höheres Risiko haben, daran zu erkranken oder nicht bloß zu erkranken, sondern auf alle Fälle Aussichten auf vielleicht einen etwas schweren Beschwerdenverlauf haben könnten. Also alle Vorerkrankten, vor allem Lungenatemwegs-Erkrankungen, vorher schon Autoimmunerkrankungen, unter anderem zum Beispiel auch AIDS, Jungen, also extrem Jungen, und halt dann
generell ältere Leute. Übrigens, es ist ein Schwachsinn, was immer sagt, bloß die Alten werden krank. Es gibt genauso viele Junge. Also ich habe heute jetzt mal angeschaut, ich glaube so ab 21 bis 55 ist eigentlich die Hauptanzahl der in Deutschland Erkrankten. Es sind relativ wenig, also prozentual gesehen zur Gesamtbevölkerung oder zur Anzahl der Erkrankten in der Gesamtbevölkerung, das war ich jetzt falsch, sondern halt prozentual zu der Gesamtzahl der Erkrankten. Es ist keiner sicher. Es ist an mir bei einer anderen Krankheit so. Jeder kann krank werden. Genauso wie in der Pest der Reiche nicht sicher war und so wird es da auch sein, der Junge ist nicht sicher. Freilich haben gewisse Menschengruppen wie alt, arm, obdachlos, Leute, die mit viel Leid zum Tor haben müssen, ein höheres Risiko und da wird es natürlich auch mehr davon geben. Logisch, je höher das Risiko für einen Einzelnen ist, desto eher wird der krank werden. Das ist ganz klar. So, aber lasst euch nicht irre machen. Und meint auch nicht, dass, was ich nicht, Eigenschutz ist auch Schutz für andere. Wenn ich nicht krank werde, kann ich nicht, und erkrankt man jetzt nicht einmal unbedingt, dass ich wirklich Anzeichen dieser Erkrankung habe, ja, wäre dann doch dabei krank. Entschuldige, aber ich kann trotzdem den Virus verbreiten, obwohl ich selbst nicht erkrankt bin, so würde ich es eigentlich sagen. Es gibt diese Überträger, sage ich jetzt einmal, das kennt man auch von anderen Krankheiten, das gibt es auch bei der normalen Grippewelle. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schlimmer ist, wie bei einer normalen Grippewelle, ob es da mehr davon gibt oder weniger, gleich in etwa. Das gibt es auch bei vielen anderen Erkrankungen, egal ob Viren oder Bakterien dahinter stecken. Es gibt immer Leute, die selber nicht daran erkranken, aber das weitertragen können. Zum Beispiel, ein kurzes Beispiel ist zum Beispiel auch AIDS. Es gibt ja Leute, die haben zwar das AIDS-Virus, erkranken aber selber nicht an der Krankheit. Die wissen das oft einmal gar nicht, dass das haben. Genauso ist doch hier auch. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt muss ich mal ein bisschen mehr auf den Zettel schauen. Das habe ich gesagt gehabt. Genau. Also nochmal zurück zu dieser Ausgangsbeschränkung. Das ist keine Ausgangssperre. Das habe ich eigentlich schon aufgeschrieben, das gefällt mir dann wiederhole ich das jetzt nochmal. Es ist eher Versammlungsverbot. Muss man so sagen, auch wenn keiner das Wort jetzt gerne in den Mund nimmt, vor allem mit der deutschen Geschichte im Hintergrund. Seht das einmal so, was die Umbridge bei Harry Potter im 5. Teil oder im 5. Teil, sagen wir mal so, weil es ja nicht bloß die Serie, sondern auch die Filme gemacht hat. Ungefähr so. Natürlich mit einem anderen Hintergrund. Ob die ganzen Maßnahmen wirklich sinnvoll sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber Experten und die sind der Meinung, dass das was bringt, oder zumindest das auch nicht schon. Heutzutage. Also liebe Leute, das war's jetzt wieder. Corona-Nachrichten von heute. Falls sagen wir immer so, geht's nicht, ihr könnt alles selber nachgucken. Also seid ihr auch nicht ganz blöd und auf der Prinzippenbecher schon mal. Bleibt vernünftig. Versucht daheim zu arbeiten, wenn es geht. Bewegt euch an der frischen Luft. Haltet Abstand zu anderen. Wird's nicht hamstern. Und das war's. Ich wiederhole mich, ich weiß schon, ich höre mich gern reden. Aber ja, wer mich kennt, der kennt mich. Der weiß, dass ich das nicht verhindern kann. Wenn ich mal beim Reden bin, wenn ich mal das Mai aufgehört, dann bin ich halt so. Und, aber ja, das ist nicht immer der Fall. Was sind die Videos meistens? Oder wenn ich mit meiner Mama telefoniere, mit meinem Bruder. Oder mit meiner Frau watschen. Servus, Zeit. Ihr müsst einmal wieder lachen, verlernt zum war nicht. Und alles Gute, halt's die Ohren steif, wir kommen da schon durch. Hab ich die Ehre, für euch. Lange aus Niederbayern, Bayern. Bis zum nächsten Mal.